Hallo, mein Name ist Jorge González. Ich bin hier in eine wunderschöne Schneewittchen und die 7 Zwerge. Nur leider sind alle Zwerge gestorben durch meine Axt. Der einzige Zwerg, den ich noch hier habe, ist der Graf. Okay. Und dieser Graf ist eine sehr spezielle Zwerge. Ja, und hallo, ne? Ach, hier ist eine Grauzwerge. Eine So, Schlag. dann haben wir hier und heute... Oh mein Gott, hier sind ja so viele von den scheiß Dingern, ey. Also ich brauche wieder ganz viel Holz. Also ich werde jetzt gleich mir den Karren schnappen. Ey. Du Arsch-Grauzwerg, hör mal auf, mir den verdammten Hintern zu versohlen. Also wir haben hier den ganzen Wald gefällt. Und das macht sich bemerkbar. Wir müssen ein bisschen nachhaltiger vielleicht werden dann. Indem wir wieder ein paar Sachen pflanzen. Würde mich wundern, wenn der Karren kaputt gegangen ist, aber okay. Ist er kaputt? Ich weiß es nicht, aber würde mich nicht wundern. Bei den Die Visionen Kisten, wenn hier der von... kaputt geht, liegen die Kisten einfach auf dem Boden, ne? Immerhin. Immerhin. Nee, da lebt noch. Zum Glück. Wie hat er das überlebt? Ja, Ich komme so. hier nach Hause, ey. Ja, mach das. So. Oh, Grauzwerg, stör mich jetzt bitte nicht bei der Arbeit. Hallo. Er stört mich tatsächlich bei der Arbeit. Dann musst du sterben, Grauzwerg. Dann musst Wo ist er? Hier ist er, ne? sterben. So, kann ich das so... Ja, passt. Bei der Hälfte ist er erst. Ah, ich muss es jetzt ringsherum machen noch. Nö, warum habe ich angefangen? Warum ist der Drang zur Symmetrie so groß? Warum? Kannst du mir das Weiß erklären? nicht. Ist immer so. Irgendwie bei mir auch. Der Alles Drang. muss immer symmetrisch sein. Ja, aber es sieht schon besser aus. Klar, ein bisschen asymmetrisch ist schon geil. Nee. Aber auf Dauer muss es symmetrisch sein. Also Symmetrie, da kannst du mich hängen. So, ich hoffe mal, die Kollegen... Oh, mal gut, nur Steine. Okay. So, ich bin jetzt noch ein bisschen Bäume am Fällen. Weil ich habe bald, das Feld habe ich bald gebaut. Also zumindest das Bauernhaus. Wow. Damit... Stimmt, ja. Da haben wir noch was, ne? Ich sollte vielleicht nichts trinken, währenddessen das Bäume sich in der Luft währenddessen das Bäume umkippen, sollte ich vielleicht nichts trinken und anwesend sein am Wäre Keyboard. von Vorteil. Aber nichtsdestotrotz, eben wie gesagt, unser Bauernhaus, weil wir möchten ja bessere Lebensmittel haben. Das kriegen wir nur hin, indem wir Ein uns Bauernhaus Essen bauen. Aber. craften. Ja. Ich sag schon craften, herstellen, hier ist es ja herstellen, nicht craften. Und, Ist keine Rolle. Spielt doch. Ist doch egal. Um das zu gewährleisten, müssen wir gewisse Ressourcen haben, aber die Ressourcen kriegst du nur, wenn man anbaut. Also wir müssen Ja. explizit Landwirtschaft betreiben. Und das ist in dem Langweilig. Spiel... Nee, das ist geil. Und das ist in dem Spiel leider noch nicht ganz ausgereift. Das sollte aber mit dem nächsten Update noch kommen, dass noch mehr Ressourcen man anbauen kann. Weil zum Beispiel, was mich extremst enttäuscht hat, ist, dass man Himbeeren und Blaubeeren Ja. nicht pflanzen kann. Okay. Das ist noch ein Komisch. bisschen schade, aber sie sind ja an einem Update dran.
das irgendwie noch dieses Jahr kommen sollte. Man weiß es noch nicht wann, weil sie hat nie gedacht, dass das Spiel so ein so ein Run, so ein Hype kriegt. Deshalb waren sie erst mit Bugfixen beschäftigt, als mit neuen Content. Ja, ja. Was ich... Nee, also ich finde das geil, wenn sich ein Das ist eigentlich Studio sogar sagt, gut. wenn sich ein Studio sagt, hey, Grundsätzlich. es haben so viele Leute reklamiert wegen Performance-Sachen etc. pp, dass wir uns erst die Zeit nehmen, uns das Spiel auszureifen. Mhm. Das Spiel Ja, logisch, ja, ja. auszureifen, mein Deutsch. Das Spiel Ah, kommt doch reifen gut. zu lassen Mhm. und Wie ein Käse. Bugs zu fixen, bevor man einfach neuen Content reinpackt und einfach die Bugs immer noch drin sind. Und Ja, das ist so. das ist großen Respekt in so ein kleines Entwicklerstudio. Generell an Spiele, ne? Also es ist ja... Du kannst auch einen AAA-Titel nehmen. Wie viele Leute da immer dran sitzen müssen, um das Ding zum Laufen zu kriegen. Ja, aber bei Mittler- AAA-Spielen ist es mittlerweile so, dass nicht mehr alle wirklich konsequent. Da wird Was bei gewissen konsequent? Teilen wirklich in Kauf genommen. Ja, das hat jetzt einen Bug. Scheiß drauf. Wir bringen jetzt DLCs raus. Ja, ja, klar, logisch. Nee, ich meine ja nur, die Zusammenarbeit. Früher hast du eine Person oder zwei Personen oder vielleicht ein 5er, 10er Team. Vielleicht auch 20, 30. Und heute hast du mehrere tausend Leute daran, ne? Die müssen ja zuerst einmal, gut, die können ja für sich irgendwie ein bisschen coden oder was auch immer. Aber das dann zusammenstimmen, das muss ja irgendwie dann zusammenkommen und Schluss muss ja irgendwie noch alles zusammenpassen und man darf ja nicht irgendwie vergessen, die müssen ja auch irgendwie ihre Brötchen am Schluss verdienen, ne? Absolut. Also, Das heißt, auch wenn, sage so gesehen, Scheiß oder das Spiel sich nicht verkauft, Lohnbräuchen brauchen sie trotzdem. Klar, der Schaden ist einfach bei so einem großen Ding also viel höher, logischerweise, als ein kleines Team. deshalb feiere ich den Early Access. Der macht ja das wirklich, dass genau solche Leute dann halt eine Existenz haben und gleichzeitig Teilzeit arbeiten können und trotzdem ihre Spieleentwicklung finanzieren können. Ja, andersrum kann man natürlich auch viel Scheiße haben, ne? Natürlich auch wieder so. Also es gibt beide Seiten, von dem her. Ja, siehe Craftopia. Man packt einfach alles in ein Spiel rein, aber man hat es nicht durchdacht. Ah, kommt schon irgendwie. Ja, der hat jetzt auch Updates angekündigt und so weiter und so fort. Nein, es sind aber mehrere Leute, ne? In Craftopia. Ja, die machen jetzt noch ein anderes Spiel. Also es sind da mehrere Leute daran beteiligt oder sind da nur 2, 3? Am Entwickler von Craftopia. Nee, das sind explizit mehrere von. Und es gewittert. Ach, wie unser Hochwasser in der Schweiz. So schlimm war es ja nicht. Mein Keller war nicht betroffen. Also Nur ich die konnte, Nachbarn. ich konnte fast nicht mehr zur Arbeit fahren. Die Autobahn war fast unter Wasser. Stimmt, ne? Da war ja was. Die Autobahn wurde irgendwie also wurde sogar... War das bei dir in der Nähe oder? Ich weiß gar nicht Bei mal. mir am Alpnacher See war es kurz davor. In Schwyz. Hat man ja, glaube ich, oder Ja, in irgendwo hat Schwyz. man das Wasser so gesehen auf die Autobahn geleitet. Nee, in Parkhaus. Das war ein Parkhaus rein. Okay, ich habe aber gehört, dass man irgendwo in der Schweiz wurde das Wasser auf eine Autobahn verlegt. Weil es dann schnell abfließen konnte oder halt, keine Ahnung. Ist ja generell so. Und andersrum, wir tun uns problematisch, wenn wir 2 bis 3 Liter Wasser am Tag trinken, ne? Ja. Irgendwo ist lustig. Aber was willst du machen? Drauf rumheulen? Ja. Glaube schon. Rumheulen, zu Hause bleiben. Ja, passt doch. Bleiben Funktioniert. Sie zu Hause. Wenn immer möglich, halten Sie Abstand. Das habe ich echt nie mitbekommen. Nie. Wichtig ist, die Kontakte zu vermeiden mit anderen Personen.
Heißt, ich darf mit meiner Katze nicht mal spielen oder was? Ich bin jetzt keine Person. Ja, genau. Hallo, ich möchte den Storage öffnen. 43 Eisen reichen wohl nicht, ne? 43 Zinn oder Bronze? Nee, Kupfer. Du musst dann auch noch Zinn haben zum Bronze herstellen, ne? Ja, ich bin ja nur am einen einzigen Kupfervorkommen abbauen. Das dauert ja schon, oder dauert schon ewig. Ja, und Zinn findest du ja nur am Gewässer, im Dunkeln. Ja. Aber das wäre auch nicht schlecht, wenn wir das kriegen würden. Was? Wie? Datteln, oder was? Ja, Datteln sind auch immer geil. Datteln ist eigentlich so der perfekte Snack, um satt zu sein. Ich hab ich habe immer ein bisschen gestibitzt, sage ich mal so. Vor dem zu Bett gehen mal 1, 2 Datteln reingepfiffen. So als Nachtsnack. Ja, das ist geil. Feier ich mega. Und weißt du was? Noch, in der letzten Episode haben wir, glaube ich, drüber gequatscht, wegen Elgato und Co., ne? Ist jetzt ja Ja, ein... genau, wegen deinem Deck da, was du für 300 Franken, was eventuell in die Schweiz kommen wird. Ja, das wäre vielleicht, wenn du dein Mikrofon behalten möchtest, liefern sie auch so gesehen ein Mischpult. Also sie haben ja ein Mikrofon mit integriertem, sage ich mal, Mischpult. Wobei das Mischpult ja eigentlich die Software ist. Aber dann hast du nicht mehr, ich sag mal, ich weiß nicht, wie viel Kabel du jetzt hast für deinen Elgato. Verstärker, Mischpult. Nee, was du jetzt hast. Du hast jetzt 2 Kabel. Ein Kabel, Nur. Mikrofonkabel, ein USB-Kabel. Achso, okay. Ich habe ein bisschen mehr. Ja, Aber ich spielt keine habe Rolle. mir das Leben einfach gemacht. Ich habe die billigste Variante genommen. Nicht Ja, billigste, die günstigste, sagen wir es so. Ich wollte mich halt noch selber hören, ne, auf dem Kopfhörer. Wegen Abmischen und so. Boah, das hasse ich. Wenn ich mich selber höre, dann fühle ich mich so irritiert, weil es einfach zeitverzögert ist. Und dann denke ich einfach, Nee, eben ich nicht. rede in Das ist der eben Zeit. genau nicht zeitverzögert. Das ist ja das Ding. Ich lasse das über das Mischpult selber laufen, also so gesehen analog. Wird nichts konvertiert. Ist rein und raus gleichzeitig. Ist eben nicht über Windows. Bei Windows wird es wirklich in Delay gehen. Also ist wirklich ein Delay. Aber mein Mischpult, habe ich gesagt, gut, das Audio, das du nicht nur beim Mikrofon, also über den Rechner rausgibst, sondern auch wieder über Kopfhörer. Mhm. Und das kann, glaube ich, deins nicht. Soweit ich glaube, ich immer, das ist so ein rotes Ding, ne? So ein Verstärker, mehr nicht. Ja, genau. So ein Ist ja in dem Sinne eigentlich kein Mischpult, sondern nur ein Vorverstärker, den du missbrauchst, so gesehen. Nee, ich könnte 2 Mikrofone reinpacken. Der ist Ja, eben, schon genau, für aber es- Musikproduktion ist der eigentlich optimal gedacht. Glaube ich, soweit ich es mitbekommen habe, eben nur irgendwo von Vorverstärker oder irgendwo von Verstärker dann wo noch Dinge dranhängen könnte, keine Ahnung, Pipapo. Naja. Aber ja, ich weiß nicht, ob das dann wirklich in die Schweiz kommt, weil ich möchte das wirklich haben. Wäre cool, dann könnte ich auf jeden Fall ein bisschen wieder aufräumen. Ein bisschen weniger Kabel und Co. Und warum sollte das nicht in die Schweiz kommen? Es gibt Dinge, die von Elgato nicht verfügbar sind. Oder nicht mehr oder ja. Ja, weil der Markt zu klein ist, klar. Jo. Da muss man es halt über den deutschen Store bestellen, weil das glaube das geht. Ja, das geht logischerweise, aber ich weiß nicht, wie viel man bei zum Beispiel bei dem Mikrofonarm. Das Mikrofon ist in der Schweiz verfügbar, aber der Arm noch. Ich weiß vielleicht noch nicht, aber ich warte sicher noch ein paar Monate ab. Ist jetzt kein Ding, dass ich ihn unbedingt. Gut, eigentlich möchte ich ihn schon haben, aber ja. Wenn man es im Kopf gesetzt hat, möchte man es ja unbedingt so schnell wie möglich haben. Kenne ich leider selber nur so gut genug. Ist leider so. Mhm. Man möchte das Ding aber zu schnell haben. Zu schnell. Das ist so. So. Speichern. So. Ich weiß nicht, soll ich ein riesen XXL-Karottenfeld machen oder nicht? Wie du möchtest. Ja, man könnte es dann unterteilen, wenn wir rote Beete finden, dass wir dann rote Beete machen. Mhm. Oh, aber jetzt spawnen hier Nixen. Ja, es Das regnet ist ja geil. auch. Und bei mir regnet es wie in Strömen.
Schwänze, Schwänze, ich brauche Schwänze. Okay, das hört sich komplett. Hast du mal einen Tobi-Stream geguckt? Ja, von da habe ich das mit Gronk zusammen. Hast du mitbekommen, Ja. bei dem ist sein ganzes Aufnahmestudio unter Wasser, seinen ganzen Keller, mit allen Spielen, mit seinem ganzen Computer, alles. Nö. Der hat komplett die Arschkarte gezogen. Also das tut mir an der Stelle richtig leid, Alter. Der hatte ja wirklich Sachen drin, unvorstellbar. Von Ich frage mich jetzt unvorstellbarem langsam, Wert. ob ich mein Studio dann wirklich im Keller haben möchte bei der eventuellen, im zukünftigen eventuellen Haus. Kommt drauf an, ist etwas im Gewässer in der Nähe, was theoretisch in deinen Keller hinein könnte? Oder besteht die Gefahr, dass es nicht genug dicht ist, dass selbst das Erdreich die Feuchtigkeit reindrängen könnte? Ich sag's mal so, vor knapp 20, 30 Jahren gab es anscheinend da mal ein Hochwasserding da von Walde her. Also ist eigentlich ein Haus relativ am Waldrand. Also eigentlich jetzt, das war damals das erste oder zweite Haus nach dem Waldrand und mittlerweile nicht mehr. Oh, cool. Und jetzt ist eine ganze Siedlung aufgebaut worden. Die frisst natürlich auch schon viel Wasser weg, sage ich mal. Aber es ist jetzt einmal, sage ich mal, in 30 Jahren passiert, ne? Ja, Also und mal seitdem 40, hat man ja 50 auch Jahren. die Hochwassermaßnahmen massivst. Ja gut, ich weiß nicht, ob da was gemacht wurde in dem Bereich. Naja. Ansonsten, ich habe ja, gut, scheiße, ich habe wieder was Lokales. Dann nehme ich halt meinen NAS in den, oh, scheiße. Nicht in den Keller. So einfach geht's. Meine Daten nicht im Keller haben. Der Genau. Rechner kann ja im Keller stehen grundsätzlich, das spielt ja keine Rolle. Das NAS nehme ich dann irgendwo nach oben. Wenn ich dann... Na gut, eine Verbindung kriege ich hin. Nest 2, ja, das kriege ich hin. Vielleicht nicht per Kabel, aber... Ey! Aber es geht ja irgendwie schon. Ah, Troll! Wo? Bei mir? Im Wald? Ja. Perfekt, dann siehst du die Spawn wieder. Das Problem ist, ich bin mit dem Karren unterwegs. Dann renn weg vom Karren und töte den Troll. Lock ihn weg. So, ich habe jetzt unsere Riesenplantage bald eingezäunt. Oh, ich hab 9. 9 HP. Jupp, 11 wieder. Huch. Kann eigentlich futtern? Wie jetzt? Ich kann rohes Fleisch nicht futtern? Nee. Ich bin gestorben. Vom Troll? Jupp. Oh. So, Alter, jetzt gibt's auf die Fresse. Ich hol kurz was Futter und dann komme ich nach. Ich komm mit dir mit, dann gibt's auf die Fresse für den Troll. So, ich hab gefressen. Jetzt gibt's auf die Fresse. Du gehört auf die Fresse. Mhm. Alter. Guckst du? So, ist das klug? Kannst du mir sagen, wo du gestorben bist? Ping es mir mal bitte. Die Frage ist halt wie. Oh mein Gott. Mit dem Mausrad reindrücken. Ach so. Ja, du hast gecheckt. Bingo. Wie entferne ich eigentlich ein Icon? Rechtsklick drauf. Ach so. Top. Kannst du noch mal pingen? Ich vielleicht den auf die Fresse hauen. Nee, falsch. Hier.
Oh, hier hat's Pilze und Beeren. Oh, mitnehmen Pilze, Pilze. Ja genau, das brauchen wir auch für die Suppe. Pilze. Na generell halt solche Dinger, ne? Ja genau, dachte, immer Essen mitnehmen, wenn du irgendwo was findest. Pilze. Ich dachte, ich krieg den Dingens alleine, ne? Aber dann habe ich gesehen, oh, kein Essen mehr, nur noch L12 HP. Ups. Wo, ping mir nochmal bitte? Ich bin gleich hinter dir. Ist Ah, nicht hier mehr ist Sir weit. Graf. Genau. Hier liegt ganz viel Holz rum. Wo ist der Troll? Bei mir. Ach so. Bring ihn mit. Er hat die Blaubeerensträuche kaputt gemacht. Arsch. Der teilt ordentlich aus, aber der ist easy. Und mit dem können wir dann wieder upgraden, ne? Sauber. Ich gehe wieder zurück zur Base, wenn du mich nicht mehr brauchst. Ich hoffe nur, ich weiß, wo mein Karren ist. War der hier irgendwo? Am Rande des, ich glaube, ja, ich habe ihn nicht hier, aber irgendwo am Rand, relativ am Wasser abgelegt. Gefunden! Huch. So. Oh, weißt du, rennst du zurück zur Base und dann kommt plötzlich irgendwo so ein Troll Quatsch her. noch. Ja, aber das ist gut. Jetzt haben wir wieder Trollleder. 5. Hast du Trollleder irgendwas? Hast du noch nicht Level 2, ne? Ja, und zwar die Trolllederhosen. Die Hosen. Ich glaube, das reicht. Ich glaube, da brauche ich nur 2. Jo. Ich habe 5. Oh, sauber. Logischerweise. Ein Troll, 5 Leder. So, hoch mit dem Karren. Und bevor wir in der Base ankommen, würde ich schon sagen, sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Oh ja, schon jetzt 20 Minuten her. Ich bin gestorben und wir sehen uns bis dann. Tschüssi. Ja. Wo war der Ausschaltknopf hier?